Aber weiter geht es halt beim Showdown 2018. Der nächste Match steht nun. Enraged gegen Rocket Lions bei mir Silas. Sorry. Ja, haut Spiel Enraged hier ein dritte Match. Und ich denke, nur den Klängen, die Werkel gleich hoch. Denke ich, dass das Match weiter kein Problem werden hun. Und natürlich hoffentlich, dass es ein bisschen hilft, sich mit seinen Teammates anzurichten halt für den Rest vom Turnier. Ja, genau. Also, zwar hat Elite Lash vor ein bisschen gegen Rocket Lions geschwankt. Kann natürlich sein, dass Enraged doch das Schwäche kriegt. Aber ich denke, dass Enraged hier Weise wert, wen sie sind. Und ja, definitiv auch da drin könnte ein interessantes Match gehen, wenn man nicht so genau wissen, wie beide Kippelo spielen werden. Ich denke, Enraged hat sich da hingesagt, dann nur der Niederlage gegen Triple Commit, und sie sich ein bisschen viel berät. An Rocket Lions denke ich, schon mal ein bisschen die Realität erkannt, dann wurden wahrscheinlich auch ein bisschen trainiert. Ja, ich meine, wäre ihnen gegönnt, wenn sie sich vielleicht böse beweisen, hat gegen den Rage-Mengen. Es gibt 2, 3 Equipen, gegen denen sich wirklich gut beweisen kann. Und Enrage ist definitiv eng von den Equipen. Und ja, vielleicht gesehen wir aber noch ein interessantes Match. Letzte Woche hat ihn halt gesehen, dass sie wirklich sich gut gehalten haben am nächsten Match, die erst 3,5 Minuten. Und Donau Elite aus eiskal ja, vom Himmel op se opgefallen an du war auch vor Rocket Lions war da nicht viel zu gesehen. Vielleicht hun sie genug Turnier, dann vielleicht weisen sie euch haut nowend, dass sie wirklich erform sind an ja weiter gebe ich so. Genau, ein großes Problem bei Rocket Lions letzte Woche, die Verteidigung. Viel Bälle, die Hage und Lootgang sind sie nicht richtig Druck kommen. Aber den Ugriff, den stimmt. Den USF, wie wir lo kennen, spielt eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, wieso? Also gibt ein schwerer Nusshaut. Wieso unmöglich das nicht bei Rocket League. Aber es muss sich natürlich do richtig zusammenrappen, schlau spielen. Und ja, also wenn die Force nicht stimmt, ich meine, da kannst du bei Enraged nicht ganz weit. Effektiv du kannst dann recht stehen. Hat den Red Lion schon mal den Rage zu den gekriegt, das ist ja schwierig schon nicht mehr. Nee, Gott sei Dank noch nicht, muss ich dazu sagen. Komm, dann auch immer lernst. Bis dato hat man de Chance, dass man net gegen weder gegen Triple Commit nach gegen Enraged gefallen sind. Und ja, das schmengen alles was noch open, wenn man net Login zu spielen an der Swiss Round, da spielen wir an der Bracket gehen also Molo weiter. Jo, genau. So, Enraged das Brett. Wir waren immer noch auf Rocket Lions. Da können wir rasch sprangen. Wieso 15 Minuten Hunse Zeit, das soll aber auch nicht ausgenutzt gehen, weil wir hun direkt nur nach dem Match gegen Overtime. Nicht gegen Overtime, wir machen da Overtime gegen Exaco. Und der Match ist relativ interessant, weil den du gewinnt, der spielt gegen Triple Commit, und den du verliert, wird auf Elite stoßen. Das ist egal, wegen den heftigen Gegner so für die Woche feiern. Und wir können gespannt sein. Ja, effektiv, du warte mal, ist war auch ein interessantes Match. Vielleicht eventuell nicht gerade so interessant wie das Match, wo wir schon gestreamt haben um 7 Uhr. Ich meine, das war schon Elite gegen Triple Commit, war schon ein ganz geniales Match, muss ich ganz ehrlich gestohlen. Mal so, ob es nachher gesehen, vielleicht auch nicht. Ein Tal von nur Fitspieler gelernt sind hat. Ja, aber Exaco ist ja nicht so schlecht, was Passsession geht, dann Overtime wird auch ein bisschen etwas bieten. Da stoßen anständige Kippen auf den, gebe ich mal mengen.
Ja, ich meine, das ist ja vom Sinn von der Swiss Round. Das ganz halt ein bisschen mehr verfeinert wird, was das Programm wie weit das und der Swiss Round. Natürlich schon mal wie Haut, lo the Match enraged. Das ist natürlich ein bisschen ausfallend. Aber bon, entweder wird enraged oder wird Triple Commit gewesen, so oder so. Aber sie reicht in der dritten Runde. Ich denke, nächste Runde, als die Sache noch ein bisschen mehr verfeinert. Und dann voilà, dann denkt mich dass das ja eng flott dritte nach geht. Genau an geht so nach neiich mir will stellen jo Name fest wen op we sieht geheiert an dofir Spieler sämtliche Kippen 100 nicht zu verleeren. An 2 bis 3 Wochen geht rund 2 Rechtler oder fast 2 an die Auto spiel man dann natürlich Double Elimination Bracket an ja wenn se sto 2mal eng erlaubt ja der muss leider heben gut. Ja ich mein dat geht sich fast wo richtig interessant geht net immer fair ist mir ich mein noch alle Zuschauer schwingen Double Elimination Bracket da geht es wirklich immer Stück vom Kuch an wat alles do nach wer dabei zukommen. Genau Preispool bei 1000 Euro dat motiviert Spieler hoffentlich für das mal gut Matcher gesinn besteht gesucht sie müsste alle Moment joinen. Okay tipp top. Dann hoffen wir dass das geschön losgeht halt. Genau da kommen sie schon wie obwurt an sie join noch direkt mal ja Rocketland sind also brett mal perfekt nach kleine Startproblem also war auch dran okay dann ob gute Match enraged gained Rocket Lions best of 3 let's go. So, Kickoff geht direkt auf Zeit von Enraged. Midoriya schön direkt schon alle Goal geschoss. Anelo lässt Enraged direkt schon Druck ob Rocket Lions. Die lusten den Ball und nicht Milan schon. Das schon den 0. Ja ich meine was können sie schon werden das halt get vielleicht nein Match dem nur welche Drop sind Rocket Lions bon, für den Moment so noch nicht 2:0 2:0 Black Dragon. Ja das ist effektiv schwer gegen so eine Kippe Spieler weil Actions nicht gewinnt das weil Geschwindigkeit wo enraged ophält das einfach exponentiell May wie gesagt an einem Platin oder ein Diamond spielt oder von Champion hat. Aber das sagt das da weiß Zeit dass du nicht nur gehen kommen wir den 2:1 an Spieler ran da tun sie noch Bell die sind abfällig beim Schack das da die könnt immer mal so Sachen immer schön weit de Longshot an de Goal war die wahrscheinlich nicht wette Moment halt doof dat weißt ja dass aber der Kampf geht tun enraged 3 herauszufordern an ich denken ja da könnt aber snappes so lo Cookie hat dann USF op gestoßen Cookie hat auch lo den umgewirselt an ja schon sind wir bei 3 vom JT. Ich meine also enraged denke ich mal so wie das gesagt geht all in ich meine schlecht hun du wennst hat mal 2 gesinn Defense war natürlich sto weil sie halt genau voll op defensiv sind. Genau du Maschine clear vom Dark Dragon Midoriya auch aktiv an springt der Ball an mitruf das treffen sie wirklich gut
nach schön aufgeben muss ich, Ja, so genau, von, also- Rocket Lions ganz ehrlich Nee, ein Schnellspiel halt von Enraged, ganz ähnlich wie letzte Woche, was ja ein bisschen enttäuschend war. Mir auch die Weise natürlich haut, wir sind auch immer do. klein Fehlkommunikation hat ich kurz gesehen du bei Enraged. So, JT nur im Ball, pass auf den Dark Dragon bringt er dort mit, Midoriya und JT auf Benin, Midoriya flieht durch Lunch, JT lässt zu viel Zeit. An der Ball geht um die Orange mit Dark Dragon direkt am Dorf für den Ball aufzuholen. An geht es schon das, da du erst im Goal hüllen. Mit USF kann sich doch gut behaupten. An der Ball auf der Seite von Enraged. Rocket Lions machen Druck, da wo sie können. Und das fand ich auch richtig gut von ihnen, dass sie sich nicht einfach so demotivieren lassen. Mais eben kämpfen. 4:1. Ja, ich meine, das tut ein Headkick eine gute Safe gehen. Bisschen mehr heiß, wie schnell. Aber das ist leider nicht aufgegangen für Cookie Cat. Rage, wobei hat halt auch vielleicht pro Sachen. Cookie Cat steht Ludo auf der Platz. Ja. Disconnect oder was? Ja, Cookie Cat ist Ja. raus. Der Match geht aber weiter. Ja. An der Regel steht, dass innerhalb der nächsten 30 Sekunden wenn du ein Disconnect wäre, da gibt der Match durchgestartet. Und ja, also ich kriege gerade Nachricht, dass das Game gecrashed ist. Und da können wir leider nicht dagegen machen. Genau. Also einfach im Notjoinen. Ich meine, Cookie Cat wird ja passe dann Numm. Und ja, dann halt drum rankommen. Mit der das halt der Fehler dann Spieler an nicht und nicht irgendeinem anderen. Ich meine, wir können ja nicht dafür, dass der Computer crasht. Auch wenn die Temperatur ziemlich warm halt war, wisst ihr, dann ein Glas gegönnt ist. Ein wunderbar, ein Oldschool Mr. Freeze. Würde müsste sehen, schmecken bei dem heute wieder, muss ich nicht machen. Und hey, die sind wir vielleicht, das war eine super Chance für Rocket Lions, vielleicht noch gut zu schießen. Also natürlich noch schwierig, 2:3 zu spielen. Hatten sich aber noch probiert gut durchzusetzen. Das Cookie Cat auch am Zweck. Ah, weiter geht es. Oh, kleine Misscommunication, du. Und da geht der Goal schon nicht ab, und Midoriya hält sich da, und wir sind bei einem 7:1. Cookie Cat wahrscheinlich noch ein bisschen aus der Reihe, da ein bisschen gesteuert gehen durch den Spielrestart da. Dann ist es immer schwer an dem Match, den schon lief, ranzuwannen und dann noch eine Rotation durch anzupassen. Da muss natürlich noch ein bisschen sich sammeln. Und am nächsten Match dann halt weitermachen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass der Computer von Cookie Cat stabil lebt, weil irgendwer das macht auch keinen Spaß, wenn ihn während dem Spiel einfach so disconnect wird. Wir hoffen, dass das klappt. Oh, Lobal selbst gut gezwungen vom, ich weiß nicht, war der JT oder, ja, ich meine, war der JT. Wurde Shadasta da gezwungen, selbst gut zu machen. Ganz fies gespielt. Ich meine, spätestens so, wie es Rocket Lions würde stehen. Das war auch schon klar. Ich denke, sie wussten noch schon, was ob sie durch könnt. Gesagt ja noch, Enraged möchte bis Millionen, will nicht unbedingt spielen mehr und lang sein mit Cola. Weil das unbedingt muss sein. Und ich meine,
das ist auch ganz okay so. Ja, da können wir schon so nächste Match so gut wie gelaufen. Den Das hältst du nicht mit zurück. Enraged, ja, nee, das hältst du nicht zurück, ganz klar. Auf Englisch gebe ich dazu so a goal of courtesy. Also in Goal aus Freundlichkeit. So zu sagen. Ja, ich denke, die Spieler sind halt bereit, dann sprangen wir auch direkt dran. Direkt mal ran und dann gucken wir mal, wie den zweiten Match ausgeht. Hoffentlich ohne Crash vom Cookie Cat. Match 2. Mal gucken, ob man Römme so schnell das Spiel von Enraged gesehen. Entschuldigt. Das war ich. Für den Delay. Alles geht. So, Lo Cookie Cat setzt sich halt direkt durch. JT war an der Verteidigung do. USF legt den Ball an mit. Kriegt den durch den Dark Dragon gespielt. Mit Midoriya ist nah an der Defense an. Setzt sich auch logisch, das da raus. Cookie Cat Shane safe do. Statt das ist ein bisschen zu lösen. Hätte müssen Huhn. Muss ich noch so ein bisschen geschluft do. Mit Cookie Cat auch ganz komisch do gesaved, aber relativ gut. Und das sind dann mitgesaved, die mit den JT, was halt direkt was zum Mal war. Am Mühen direkt in 0. Gut noch lange um sich weiter, glaube ich. Ich meine, 10 Sekunden, ne? Ja. Mal geht an Luft. JT schon um weh, du hin. USF kann du auch nicht mehr machen. Schon das, aber das ist ganz schön gesaved. Hallo? Kommt daneben gesprungen. Ah, du stirbst durch den Dark Dragon erwächst, den noch nur direkt greift. Aber der Ball du einfach den Track kriegst. Also wirklich Problem du den Ball seitlich ranzukriegen, mit du fährst den JT du den direkt für den Support searcht. War auch ein anständiges Pass gehen vom Dark Dragon. So, der Kiefer für die Orange haltend. Schwenkt muss er noch ganz ehrlich so ein also ich hätte nicht gedacht, dass ein Major oder HR geht mit irgendeinem Fälschen ja solo mal schlechte Gedanken Sachen sagt wie du gezogen am Anfang an heute 3-0 vom JT und ein schöner Backward Pass vom Dark Dragon erwächst. Cookie Cat steht schon nächst du. Haut nicht den Dach für Rocket League zu spielen. Nee, an ja, 2 Mann Defense, dann geht den halt bestraft mit einem Goal direkt. Ja, Cookie Cat Römme raus. Das lief halt gar nicht mal am Computer. Mir auch high, kann man nicht gehen, man. Der Match wird weitergespielt. Wie gesagt, die A-Strich, sie können. Die sind dafür doof, falls etwas geschieht. Ich fand den nächsten Schuss von JT, den hat schon bei einem Miss in der Banne sind. Das in der heutigen Situation noch gut ausgegangen. Ich meine, den anderen Gegner wird nicht so gern. So, du weißt gar nicht, Cookie Cat ist das nicht im Feld oder sind sie nicht zu zwei? Nee, du fährst Cookie Cat. Im Feld. Genau, okay. Da war das gar nicht besonders. Wahrscheinlich nicht der Computer mehr. Also nicht Spiel. Ich meine, das Spiel war ja für den Hängen geblieben, war nicht der Computer.
Ja, Quatschspiele anscheinend. Das gab wahrscheinlich dann den Internet. Wir wissen. Ich meine, noch im Hai gesagt, dass ein Rage nicht unbedingt will, wo er noch von der Bruder scheiße. Spielen halt ein bisschen, ja, Gemächlich. gemächlich, genau, ein bisschen amüsant. Ich meine, sie haben auch ihre Gegner erkannt, dann müssen du nicht mehr viel machen, obwohl du nach einem Angriff könnt. Also, Rocket Lions gehen sich trotzdem drin. Ich meine, die wollen trotzdem hier Gola kreieren. Alle Fehler. So kreieren sie noch. Ein Fehler vom Dark Dragon. Nicht richtig aufgewählt. Ach, schon rum, das ist ja Daxter. Könnte du öfter durch? Oh, was? Wunderschöne Goal vom USF. Shane, du Robgeflohen, an direkte Ball rausgeholt. Das, wo unerwartet, ich meine, du hast doch Enraged nicht gerechnet. Und, ja. Sie sind aber noch da. Hallo, der schöne Kickoff-Fight zu 2 Dropgang. Wird nicht ganz funktioniert. JT, du mal den Pre-Jump wahrscheinlich vom Dark Dragon angepasst wollte gehen. Ein USF-Flow. War nicht ganz gut geklärt. Hallo, sind du den 6:2 ran. Ja, ich meine, wenn ich an der Position wäre von Rocket Lions und ich wäre 3 Goal dran, da gebe ich auch weiter nicht viel mehr auf Defense, bei mir ich da nehmen auf Aggressivität und offensiv. Oh, Oh, das ist natürlich schade. Die Pass ist auch unberechenbar. An wie Midoriya do Cookie Cat nachher so hält, dass er nimmer ne Ra geht. Kein Gnade mehr von Enraged. Am Ende 1 Minute zu spielen. 1 Minute 8:2. Also ich soll mal 1-2 Goal werden wir vielleicht noch gesehen. Oh, Ceiling. Midoriya passt auf den Dark Dragon, den sich so gut ausgerichtet kriegt. Cookie Cat lo ganz ruhig in der W. Kein Sinn, dass eventuell beim Cookie Cat bisschen Motivation halt und anders. Ja, ich denke, wenn sie 2 Mal aus dem Spiel flitzt und die Mannschaft dummer am Stach lässt, dann ist es natürlich, ja, was Konzentration angeht, vielleicht ein bisschen schwierig ranzufahren. Und so Fehler dürfen natürlich nicht geschehen gegen Enraged. Schön aufgewählt auch noch an der Luft vom USF. Und da haben wir dann den Schlussaufpaff 2:0. Ich denke, das ist das Resultat, was wir erwarten. Effektiv, ja. Und Enraged wird bewiesen, dass sie aber noch da sind. Und dass wir spätestens am Bracket an der Phase 2 sie rumgesehen. Ja. Ja.
dat waret dafür du so wann net dann gimmer raus an lo direkt schon an 10 Minuten geht de nächste Match weiter Overtime gen Erkesako spannende Match wie so se beide Kippen die nach net verlor hun so so ein talle Finale am Swiss Cup. Ich denke viel méi bei Lonomie zu so ich gehe einfach mal so Magie weiter bei den nächsten Match an gucken du nur Menge Black op Tabelle